ganz viel Gutes, Richtiges, das sei gesot gehen zum Busch. Der Busch ist effektiv hier am Land extrem wichtig. Jahrhundertelang, wo viele Familien Mam vom Busch gelebt, dann haut das für viele Familien die Platz, wo sie ihre Freizeit wollen verbringen. Für auf die Frauen anzugehen von RDR-Seite, die Gestalt sind, was die erste Frau angeht, darf ich mich, da macht den Hanse rallieren, auch mir verstehen nicht ganz gut den Unterschied zwischen einer nationalen Vision, die sich inspiriert oder referiert oder nicht mehr inspiriert, aber nicht referiert, an einem Allgemeinen, dass die ganzen Wording für uns ein bürokratische Spruch an den bürokratischen Aussatz, den man nicht richtig fand. Prinzipiell soll natürlich eine nationale Vision haben, aber für allem soll haben Respekt für Privatbuschbesitzer, die Majorität von den Büscher gehören. Wie sollen die so schön Eigentum verpflichtet? Ja, natürlich, aber für allem muss auch können sie Eigentumsrechte frei ausüben. Das von Diversität jetzt an dem ersten Punkt, auch von Nachhaltigkeit. Ich muss ehrlich so, wenn ich durch Büscher gehe, und ich heinz do ein Trainer mehr. Wenn ich sehe, wie viel gut Holz, Futti geht, verfault, was Kind benutzt gehen, notamment auch für alternativ Energien. Ich fand, das Fallholz, Echt und so weiter sollten, da wo es an ökonomisch rationell als enger Verwertung zugefeiert gibt. Die zweite Frage ist extrem interessant. Wir sind da für den Status quo. Ja, wir sind für einen freien Accès am Busch. Vorgestalt soll ihn das limitieren, ob wer oder auch quetscht dadurch. Ich fand auch quetscht dadurch, weil muss doch können Champignons sicher gehen oder anderen Aktivitäten noch gehen. Mehr natürlich als Konterpartie, und da will ich ganz ausdrücklich der LSAP, der DP an den geringen widersprechen. Konterpartie muss sein, dass der Proprietär befreit wird von aller Responsabilität. Es kann nicht so, aber wir feiern an eine Responsabilität pour faute, wann et queescht dadurch ist. Weh, du gift dat sich nach irgendwie rechtfertigen. Du kenn die Sohn mal schon beim lernst de weh, da probier nicht, dass der nicht einen Mensch auf den Kopf fallen oder Asche drauf fallen oder wie der Anzeige gesagt wird, ein Kauert Holz, die kann umfallen, ob ein Mensch. Mir queescht dadurch, ist ganz einfach unmöglich. Für einen Buschbesitzer, sieft das der Staat, sieft das Gemeng oder sieft das der Privatmann, für da immer in der Kontrolle zu, wo grad ein Baum halb umgefallen ist, halb da hängt oder ein Arsch gefährlich ist. Da muss ganz klar eine Exoneration kommen vom Buschbesitzer. Eben was speziell, die dem 1382, 84 vom Code Zivil derogiert, das ist die unabdingbar Korollär von der Freiheit der verquetschte Busch zu gehen. Was die dritte Frage geht, auch da sind ich der Meinung von Martin Hansen. Wenn wir wirklich den Buschbesitz fördern, denken ich nicht, dass in das möchte ich eine bürokratische Festlegung von einer Indemnität, weil was ist es wert? Da kann ich da ganz viele Etüden machen. Sind es 100 €, den Hektar pro Jahr, es kann ich das nicht chiffrieren. Aber was man könnte machen, wie eine total steuerliche Befreiung vom Revenu, aber vor allem auch von Erbschaftstaxen auf Büscher. Das wird am Vereinigten Königreich mit ganz viel Erfolg praktiziert, und das ist ein kleiner Ausstoß für Leute, für Investitionen zu tätigen, die sich oft über Generationen erstrecken, für ihre Büscher zu investieren. Der vierte Punkt, das ist der vom Flächenverbrauch. Da will ich Heidegger Schiberien zitieren. Er sieht ganz oft ganz richtig Sachen, und die könnten eine verdammt richtig Sache gesagt. Es kann nicht kein Meter Carré Landverlust kompensieren. Ein Meter Carré, der verbaut ist verbaut. Und egal, was den noch ist, ob ich ein Wiss umwandeln an einen Busch oder ein Busch an ein Wiss, es spielt keine Rolle. Und ja, das Binsenweise, wir haben die Meter Carré, die wir haben. Das heißt, als so gebaute Meter Carré ist definitiv fort. Das Einzige, was ich nach Kamerna so, die nicht so gebaut sind, wegen der Bewirtschaft, was kann ich aus denen machen? Und da wird gemacht, auch ganz richtig, die gemerkt, dass so macht den Hansen, am meisten kommen das gesehen, dass mehr Büscher kommen sind. Ob Flächen, die Haut nicht mehr können benutzt gehen. Für die Landwirtschaft, weil die Struktur von den Betrieben geändert wird, haben wir mehr Busch gekriegt die letzten 100 Jahre, aber wir werden noch nach mehr Busch kriegen die nächsten 100 Jahre. Auch ist schon ein Foto von meiner Millen zu Volst, wo genau dasselbe drauf ist, nämlich ganz Steller, wo Wiese sind, aber wo Haut
Busch steht. Ich meine also gut kein Sorgen drüber, dass auch weiter Busch könnt, für und allem, wann in der Leid Freiheit lässt. Für das zu machen, was rationell ist, was auch natürlich passt, selbstverständlich mit einer entsprechenden Beratung. Es soll natürlich nicht Beam setzen auf einen Fischplatz, wo sie umfallen und 10 Jahre beim ersten Sturm. Der 5. Punkt, da muss ich einfach so ganz allgemein, sie mir gehen weiter Legislation. Wir haben gesehen, dass ein undankbar sehr an Büsche zu investieren. Dasselbe ist vor an alle menschlichen Aktivitäten. Wir müssen endlich abhellen, all Aktivität hier im Land, all ökonomische Aktivität, all Freizeitaktivität, wollen zu reglementieren, aber möglich nach Sanktionen Penalen zu belehen. Wir brauchen nicht mehr Staat, wir brauchen Mannestaat, wir brauchen mehr ökonomisch Denken. Wir brauchen zum Beispiel, auch der Beispiel, das genannt ging, nicht Zeiten definieren, wohin der will, nicht der Holz schläfen, aber das hängt vom Wider auf, ganz einfach. Aber wenn es zu nass ist, dann bleibt er raus aus dem Busch, aber wenn denke dreschen nass, dann geht ihn ran und dann möchte den Derbischte. Da muss ihn einfach auch auf den gesunden Menschenverstand pochen, genauso wie beim Achse an den Busch, he gesagt gehen, also soll ihn auf den gesunden Menschenverstand bauen. Selbstverständlich gehen nicht quäschliche Busch, wenn er denkt, ein Klappjürchen, also selbstverständlich muss ich noch die Restriktionen akzeptieren als Bürger, da gehen ich den geringen Kollegen 100% recht. Merci. Nach ein Keier, der Busch als eine Investition, weil man einfach vom Privatbuschbesitzer gucken, über ganz viele Generationen erwäscht. Die Leute brauchen für allem Respekt, sie müssen als Partner gesehen gehen, sie wollen beraten gehen, das machen sie auch am Privatbuschbesitzerverband, gibt eine ganz gute Beratung angeboten. Sie sollen das undankbare Investitionsgeschäft nicht vergelt kriegen durch unmöglich Regeln. Selbstverständlich als kein Mensch für Düngung am Busch. Selbstverständlich gibt es auch kein Stück Maschinen ersetzen an einem Himmel. Mein Gott, das kann ihn alles ganz leicht machen an der Beratung. Dafür brauchen wir kein großes Gesetz. Was wir brauchen, ist eine steuerliche Befreiung von Investitionen, auch von dem Patrimoine, den der Busch durchstellt. Dann ist man nicht bang den Lützeburger Busch.